Hof. Viele verbinden die Region mit Krise und Perspektivlosigkeit. Und tatsächlich liegt in der Stadt die Arbeitslosigkeit deutlich über dem bayerischen Durchschnitt. Und die Zustimmung zu radikalen Parteien wie der AfD ist hoch. Wie steht es hier um das Vertrauen der Menschen? Um diese Frage zu klären, haben wir den Soziologen Fabian Pfeffer und den Sozialarbeiter Jonathan Müller zusammengebracht. Pfeffer ist Professor an der Uni München und Experte für Vermögensungleichheit. Jonathan Müller, den die meisten Johnny nennen, Jugendsozialarbeiter in der Region Hof. Zuerst zeigt uns Johnny seine Heimat. Ich bin ganz viel mit Jugendlichen und Kindern unterwegs und da ist so oft auch so die Frage, was bringt mir die Zukunft, wo geht's hin, habe ich überhaupt eine Zukunft? Das ist aber oft nur so ein Gefühl, weil wenn man die Zahlen anguckt oder die Fakten anguckt, gibt es eigentlich im Moment zu diesem jetzt Ausbildungsstart, ja gerade die Ausbildungszeit begonnen wieder, so eigentlich 4.000 Ausbildungsplätze und grob gesehen sind 2.000 Leute so ausbildungsreif geworden. Doppelt so viele Ausbildungsstellen wie Anwärter. So schlecht sind die Chancen in Hof eigentlich nicht. Wie kommt es dann, dass so viele dennoch sorgenvoll in die Zukunft schauen? Was so im Internet und in den Medien verbreitet wird, ist halt sehr so Zukunftssorgen. Ne? Und das überträgt sich dann auf die Gesellschaft und das überträgt sich natürlich auch auf die Kinder und auf die Jugendlichen und auf die jungen Menschen, die dann sagen, boah, wo soll es hingehen? Um die Menschen im echten Leben zusammenzubringen, engagiert sich Johnny ehrenamtlich im Fanclub einer Institution, die seit jeher Gemeinschaft stiftet, dem Fußball. Johnny ist seit Kindertagen dabei. Denkst du, dass dann hier in diesem Stadion soziales Vertrauen geschaffen wird? Passiert das hier oder nimmt das vielleicht auch ab? Es wird gelebt auf jeden Fall auch noch, ist aber auch im Wandel. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheitszeiten, da waren hier 2.000 Leute und jetzt sind im Schnitt vielleicht noch so 800 Leute zu spielen da. Aber trotzdem ist Fußball einfach sowas, wo die ganze Bandbreite der Gesellschaft zusammenkommt. Und deshalb würde ich schon sagen, dass immer noch so ein soziales Miteinander hier gelebt wird. Der Verein als sozialer Kitt. Wenn solche gemeinsamen Räume verloren gehen, ist aus Sicht des Soziologen der soziale Zusammenhalt gefährdet. Und das Vertrauen sinkt. Ich denke, es gibt schon Tendenzen, wo wir schon auseinanderdriften. Ja, also wo vor allem zum Beispiel Vermögende eben immer mehr Vermögen anhäufen und damit auch weniger Lebenswirklichkeit mit dem Rest des Landes teilen. Und dann sich solche Orte zu bewahren, halte ich für extrem wichtig. Einen zweiten Ort, an dem Johnny sich dem Auseinanderdriften der Gesellschaft entgegenstellt, zeigt er uns am Spätnachmittag. Den Treffpunkt des Christlichen Vereins Junger Menschen. Johnny organisiert hier regelmäßig Jugendgruppen. Also, bei unserer ersten Challenge kriegt jetzt jeder von mir einen Holzstab. Die Jugendlichen sollen sich hier als Teil einer Gemeinschaft fühlen, die für sie da ist. 1, 2, 3, hepp. Für den Soziologen Pfeffer sind solche Gruppen auch soziale Verbindungsorte, weil hier noch Jugendliche aus ganz verschiedenen Schichten zusammenkommen. Gehen die verloren, dann bricht eine Gesellschaft auseinander, sagt Pfeffer. Zum Beispiel in Arm und Reich. In Deutschland besitzen 10% der Bevölkerung knapp 60% aller Vermögen. Gleichzeitig haben 50% nur 3,5%. Was sehr klar ist, eigentlich belegt in der Forschung, ist, dass Nationen, die eine sehr hohe Einkommensungleichheit haben, reduzierte Level von sozialem Vertrauen haben. Dieser Zusammenhang besteht, der ist stabil und der ist auch recht unstrittig. Für Pfeffer ist klar, geht die Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinander, dann kommt es zu einer Spaltung der Gesellschaft. Das Vertrauen sinkt. Nur Gruppen wie die von Johnny können dann noch soziale Berührungspunkte zwischen unterschiedlichen Schichten schaffen. Ich denke, zuerst mal hat man heute schon eindrücklich auch gesehen, dass wir in Hof und ich denke auch in Deutschland Strukturen haben, Organisationen, Institutionen, die Vertrauen schaffen. Wir haben Grundlagen und ich denke, wir müssen die hüten. Sehr gut. Und wir haben heute mit Johnny natürlich jemand gesehen, der das
vorbildlich macht. So gibt es Menschen in ganz Deutschland, die, denke ich, unterstützt werden müssen, diese Leistung weiterzubringen. Und ich denke, es ist auch ein ganz aktiver Kampf gegen durchaus Tendenzen, die bestehen, dass Bevölkerungsgruppen sich auseinanderentwickeln. Ja. Soziales Vertrauen ist etwas, das man erleben muss, um es zu haben. Und dafür braucht es Orte der Begegnung. Schlecht, stark. Jetzt war ich noch mal weiter als vorhin.